Ich begrüße dich zu einer neuen Sendung Kirche in der Kapellenheit zu Lettzeburg. Mein Name ist Leo Lutjen und ich bin hier an der Kirche Bel-Air an der Stadt. Die Freie Paar Bel-Air, die ist relativ jung, sie ist an den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert gegründet worden. Die Zeit hat sie nach keine Kirche, aber sie hat profitiert an der Avenue Gaston Diederich von der Kapelle Christ Roi. Was Paar aber mir groß ging, was sie da mehr Massen halen, und da kam irgendeine Diskussion auf, für ein paar Kirchen zu bauen. Die paar Kirchen, oder Plan für die paar Kirchen, die konnten aber nicht mehr realisiert, weil der Zweite Weltkrieg dazwischen kam. Dafür hat 1950 am Gemeinderat von der Stadt Lettzeburg den Akkord kam, für eine Kirche zu bauen. 1954 ist dann der Grundstein gelöst worden, und zwar den 30. Mai, weil den 29. Mai als der Patron von dieser Kirche, den Heilige Pius X., heilig gesprochen ging. 1957 ist dann die Kirche konsakriert worden. Wir stehen hier am Kirchenschiff, das ist eine eheschöffige Kirche. Das ist eine von den größten eheschöffigen Kirchen, die hier am Land sind. Sie war von Anfang an geplant, für mindestens 1000 Leute heranzukriegen. Der Architekt, das war der Laurent Schmidt von dieser Kirche, er hat den Konkurs gewonnen, den ausgeschrieben war. Muss ich aber zwei andere Personen nennen, die auch noch wichtig waren. Das war auf der einen Seite Herr Henri Schumacher, Präsident von der Demütlicher Kommission für den Abbau und den Neubau von Kirchen, Direktor von Bâtiment Public, und den Herr Leon Lommel, spätere Bischof, den aber für den Kunstprofessor am Seminar war. Die drei, das waren verwandt Anhänger von der klassischen modernen Architektur, das was man heute in der Bauhaus verstehen, und dementsprechend seien den auch Elemente, die der Stilrichtung entsprungen sind. Riecht Linnen, riecht Flächen, weil auch nur der Idee vom Bauhaus soll ja Gesamtkunstwerk durch den Bau entstehen und nicht durch irgendwelche Mauern, die nur auf irgendeine Art und Weise gemalt und dekoriert sind. So wie das Kirche hier sieht, mit der Belichtung, mit den Dekorationen, der Holztäfelung, das entspricht alles dem, wie es an den 50er Jahren geplant und gebaut ist. Den Ben Hayer, den hat auf der längsten Seite von der Rackkommt de Kreuzweh gemalt oder respektive ist Graffito an den Botz gemäht. Die Fensteren längs urvelancht, an der Urgel, die stellen noch Abstraktmusteren durch, während auf der Straßenseite an den 7 Fenstern die 7 körperlich Wirker von der Barmherzigkeit durchgestaltet sind. Der Altar der besteht aus einem Mosaik, den an dem Tabernakel gebraucht ist, den als erwärmend gehalten. Als Hintergrund vom Mosaik als eine Wandgestaltung a Blut gehalten. Ausschlaggebend für die Entscheidung vom Projekt war, dass der Turm nicht an die Kirche angebracht ist, den Turm genau an der Flucht von der Avenue Gaston Diederich liegt, und den Turm soll bald auf der höchsten Platz vom Quartier Bel-Air stehen. Der Turm steht auf 305 Meter über Null. Die Kommission für Kirchengebäude hat den Dach mehr Spatz gemacht und auf 70 Meter erhöht. Damit ist die Kirche auch nach Haut eng von den höchsten Kirchen, was den Turm belangt, und auch ein von den höchsten Gebäuden am Land. Lo kann man sich fragen, für was soll der Turm an der Flucht von der Avenue Gaston Diederich stehen? Aber das ist ganz einfach. Wenn man sich bei dem Turm stellt und guckt den Avenue Gaston Diederich rauf, da seid ihr riecht auf Kathedralstürm. Und die Türme, die haben auch ungefähr dieselbe Dichte wie den heutigen Turm von der Bel-Air Kirche.